Dëse Summer huet d'EU e flotte Kado fir ech Brett wann der an d'Vakanz fuert. Den N vum Roaming. Wie der secher wisst, könnt ihr vom Mitte Juni un Ären Handy am europäischen Ausland genet selbig gebrauchen, wie wann der doheim wird. Ein SMS, ein Urruf, kachten ihr zu Rom, Paris, Berlin, an egal wo der grad sit, genet dat selbig wie zu Deverding oder zu Ölwen. Kei Schock mei, wann der aus der Vakanz rumkommt, an die Handyrechnung an der Bord leiht. Da das darmol enkeer ein gut Novell, von der bestimmt schon hören hat. Was ihr aber vielleicht nicht wisst, da das die lange spannende Geschichte, wie es dann zum Ende von dem Roaming kommt, dass die geschrieben gehen ist. Jetzt kann ich euch die Geschichte von einer monatelangen Arbeit präsentieren. Mein Buch wird ganz frisch aus der Druckerei kommt. David gegen Goliath erzählt an einem politischen Thriller den Kampf für die europäischen Verbraucher gegen die ungerecht an übertriebene Roaming-Kosten. Es weist, dass Europa etwas für seine Bürger kann erreichen kann. Mit viel politischem Engagement, harter Arbeit, heinst du Frustration, aber auch viel Fried, allkehr, wenn eine Etappe gepackt war. Und es waren der Etappen aber viel. Es hat effektiv lang gedauert, bis die unlogische Barriere, die es an einem Europa ohne Grenzen nach Gouf, aufgebaut konnte. 2004 habe ich mein Projekt angefangen. 2007 gouf dann das erste europäische Gesetz gestimmt. Dadurch sind Kosten Schritt für Schritt gefallen. Und am Juni 2017, also mehr wie 10 Jahre mehr spät, fallen sie dann ganz weg. Ein paar Mal mussten wir aussetzen, für dich bei den Telefonsanrufen, dann bei den SMS. Und dann kommen doch Data, und den Internet Handy, bis wir dann beim offenen Europa ohne Grenzen auch Handy gekommen sind. Wie kann das dann interessant sein, für über das Roaming ein ganz technisches Matière zu lesen, werde ich sicher freuen. Es stimmt, das ist technisch kompliziert. Aber an meinem politischen Thriller geht es vor allem persönliche Erlebnisse, Geschichten hinter den Kulissen von der europäischen Politik, taktische Manövern, die nötig waren, Alliierte, die ihn finden mussten. Die geht gewohnt, wie es an einer decisiven Reunion von der Europäischen Kommission aufläuft, wenn eine Reihe Kommissäre versichern, die Problematik zu bremsen. Wie über allein schwere Hürden kommt, auch am Umgang mit den Regierungen. Da danach viel mehr fand an diesem Buch. Spannung garantiert. Hat die weibliche Kommissarin aus dem kleinen Lützeburg überhaupt eine Chance, sich gegen die mächtige Telekom-Industrie durchzusetzen. Die Geschichte ist die von David gegen den Goliath, und ihr wisst ja, wen N gewinnt. Aber wo könnt ihr das Buch dann kriegen? Ja, bei mir, und zwar gratis. Ich werde in den nächsten Wochen auf einer Partyplätzen am Land unterwegs sein, und ihr könnt dann das Exemplar gratis sicher kommen. Die genau und immer aktualisierte Datumen und Plätzen findet ihr auf www.vivianreding.eu. Wenn ihr bei ihr eine Manifestation habt, von einem Verein oder so einer Organisation, wo ihr wollt, dass ich das Buch verdelen, komme ich auch gerne bei ihr schlancht. Holt ganz einfach Kontakt mit mir auf über Facebook. Ich freue mich dann auf eine Rencontre. Und schon eine schöne Sommervakanz ohne Roaming-Kosten dieses Jahr.